Vater für 1 Trillion Zivilisationen sein. Jeder von uns wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. Ich bitte euch, meine Freunde, trinkt und betet mit mir. Ruhmreiches Atom, ich gebe dir diese kläglichen Knochen. Ich übergebe deinem Willen diesen zerbrechlichen Körper. Ich bitte dich, benutze mich als Wirt, führe mich zu deinem Glanz, teile jedes Teilchen und bringe diesem verrotteten Fleische Erlösung. Ja, Kruzifix, leck mich am Arsch, wir schleichen uns. Grüß dich zurück zu Fallout 3, das kannst du halt auch huchen, Herrst du. Wahnsinn. Was machen wir heute? Wir werden uns ein bisschen hier herum vergnügen in... Wo sind wir hier eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr den Namen hier. Ah ja, genau, Megatron, genau. Wir sind im Herzen von Megatron, genauso verrottet wie dieser hier. Naja, gut. Okay, Siehe, kurz einen Blick. er kommt mit den Wolken und jedes Auge... Kurzen Augenblick. Erst möchte ich das aber rausfinden. Gell, war ein schönes Outro in der letzten Episode und ein schönes Intro jetzt, gell? Ja, mit irgendwas muss ich dich ja ärgern. Tut mir leid, mein Gott. Scheiß dich nicht an. soll mit seinem Ruhm erblinden. Na, ich erblinde auch gleich, du Quacksalber. Um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder Aha. sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Wo ist denn der Sims Lukas? Der schreibt sicher SMS. Aha. Bäh. Begrüße. Er war das, gell? Ich soll verdammt sein. Sie haben's geschafft, oder? Sie haben das Ding entschärft. Ja. Hier ist Ihre Belohnung. Hey, ziehen Sie doch hierher. Hinter der Brass Lantern gibt's noch ein freies Haus. Hier sind Schlüssel und Unterlagen. Ich kann Ihnen nicht wirklich helfen. Aber reden Sie mit Moira. Sie hat jede Menge Dinge, mit denen Sie das Haus etwas rausputzen können. Danke. Bis später. Ich glaube, wir brauchen nicht viel reden mit ihm, oder? Ich meine, es ist ja ungefähr bekannt, was hier alles läuft und ist und sowieso. Tralali und tralalo. Jetzt schauen wir mal. Das ist das Lucas Sims Haus. Der Saloon. Wasseraufbereitungsanlage. Ich suche unser Gebäudchen, weil ich würde unser Frettchen hier mal hinlegen. Genau. Und wie ich schon einmal in einer Aufnahme gesagt habe, ich kann meinen Charakter selber beleidigen, wie ich will. Die alte Potsau. Herrentoilette. Na gut. Wenn er Durst hat, kann er was trinken. Moriarty. Billy Creels Haus, okay. Hier ist die Damentoilette. Wer bist du? Mania, okay. Damentoilette. Haha. Hast du gesehen? Batterien des Controllers fast leer. Mhm. Jericho. Und wo ist unser... Mein Haus. Jawohl, Baby. Ach, ist das schön. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Wadsworth, Ihr persönlicher Roboter-Butler. Ich bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? 2 Kannibalen essen einen Clown. Der eine nimmt einen Bissen und fragt, schmeckt der nicht komisch?
Meine Humorschaltkreise müssen aufgeladen werden. Meine Humorschaltkreise müssen aufgeladen werden. Ach, schade. Ich muss los. Falls Sie mehr wissen möchten, dürfen Sie gerne fragen. Ja, natürlich, Meister. Du bist der Meister. Du bist der Bringer. Du bist der Burner. Nicht. Gut, leer, leer. Lalali und lalala. Was ist denn im Kühlschrank? Pensiletzkuchen, Meierlöckkuchen. Ah ja, das werden wir uns schon irgendwie gebeutelt einrichten, oder? So, öffnen. Kaffeetasse, Zigaretten. Aktenschrank, Tasse, Zigaretten. Okay. Ach ja. Jetzt ist 10 Uhr. 21:40 Uhr. 10 bis 6 sind 8. Mach mal 9 Stunden. Mal ausrasten. War ja so anstrengend bis heute. Oh. Ah, herrlich. Ich bin jetzt ausgeruht. Ach, ist das schön, wenn ich ausgeruht bin. Okay, aber was ich jetzt gesehen habe, haben wir noch kein... Nee, wir haben noch keine Punkte zu vergeben. 47. Mit Moriarty möchte ich noch ein bisschen warten, denn die Sprachherausforderung wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Man kann ja mal zu dieser... Man kann ja mal zu dieser durchgeknallten Moira gehen und die ist ja wirklich... Naja. Schau, Kruzifix. So. Wo ist sie, die durchgeknallte Ratte? Lucy West? Okay, sagt mir jetzt auf die Schnelle gar nichts. Ist ja nur gut, dass er nicht checkt, dass die schon entschärft ist, gell? Um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer. Was hast du im Angebot, Meisterin? Jenny Stahl! Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Ja, was sagt die Speisekarte? Sehen Sie mal. Der Großteil ist essbar und einiges schmeckt sogar. Wow. Mädchen, deinen Optimismus möchte ich haben. Also wir haben ja diesem einen Dorfdodel da draußen alles verkauft, was wir nicht brauchen, gell? Ja, ich habe nichts momentan zum Hergeben. Aber weißt was, weil ich nicht so bin, du Knalltüte, kannst du mir ein paar Stimpaks geben. 280. Jetzt schauen wir mal, was wir ihr geben können, gell? Was haben wir denn für sie? Nimmst mal die 3 Bier, nimmst mal dies, das, Ananas, die 3 Blutpakete, da nimmst du das. Damit man sich nicht aufregen kann, ich würde sie nicht unterstützen. Genau. Die alte Backpflaume. Ja. 59, wir können hier gewiss noch was verkaufen. Ein bisschen Psychologie. Akzeptieren. Viel Spaß! Ja, danke schön, Meisterin. Wir sind immer da, wenn Not am Mann ist. Und ich dachte, Not an der Frau. Naja, gut. Megaton-Klinik, da könnten wir auch reinschauen. Aber da ist die Kirche der Kinder des Atoms. Moira, du alte Pissnelke, wo bist du denn, du durchgeknalltes Stück? Ich meine, die will mich wohl verarschen, oder? Die alte Potsau.
Ich mag sie ja irgendwie. Sie ist mir so ein richtig durchgeknalltes Stück. Ja, ich will jetzt zwar nicht pervers werden, aber sie ist ja doch so ein bisschen ein kleines durchgeknalltes Stück Dreck. Genau wie alles hier in Fallout. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Nein, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Ja, bitte. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben, zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Da draußen, da ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ah, das draußen da, so. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101. Fallet auf die Knie. Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe noch keine Essensautomaten gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Das ist furchtbar. Aber als Vorwort wird es sich hervorragend eignen. Insofern ist es ausgezeichnet. Ich glaube, es wird Ihnen hier draußen gefallen. Hier ist der gepanzerte Anzug, damit Sie nicht von irgendeiner Bestie als Häppchen verspeist werden. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Ja, gern. Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Ich bin ein Sowas wie Trottel. ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gerne. Okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Ich würde gerne noch mehr über die Bezahlung in Erfahrung bringen. Ich muss ablehnen, tut mir leid. Sicher nicht, verrücktes Fräulein. Ich spiele sicher nicht Ihre Laborratte. Okay. Ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Also gut, los geht's. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglichen Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Was bedeutet der Teil hier über Strahlung? Lasst uns nun Näheres über Landminen erfahren. Scheiße. Ich glaube, da hätten wir müssen. Ich glaube, das Essen habe ich zwar schon mitgenommen, aber jetzt gerade verkauft. Ich bin so ein Trottel. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Kein Test nötig. Ich habe dort schon Lebensmittel und Medizin gefunden. Sie sind doch sicher herumgekommen. Was haben Sie denn alles erlebt? Ich bin auf Raiders und einen Roboter gestoßen. Sicher war es da nicht gerade. Charisma. Es ist echt schwer, sich durchzufragen, wenn alle auf einen schießen. Oh je, die Gefahren um die alten Vorräte herum erschweren natürlich die Sache. Sonst wären sie wahrscheinlich ja auch schon geplündert. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke, besser schmecken. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Wisst was? Ich habe Lust auf was Perverses. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen sein soll. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte.
Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Klingt irgendwie ungesund. Inwiefern wird es sich für mich auszahlen? Dafür, den Minen auszuweichen, belohne ich Sie sinnigerweise mit Sprengstoff. Und zwar mit Splittergranaten, von denen ich neulich viele reinbekam. Wenn Sie mir auch was zum Untersuchen mitbringen, kann ich Modifikationen für Sie vornehmen. Es geht doch nichts über das Herumfummeln an Minen. Naja, ich wüsste was anderes zum Fummeln. Ich gehe nach Minefield. Keine Sorge, da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Das heißt, ihr seid die richtige Adresse, um fürs Haus einzukaufen. Verkaufen Sie, warte mal, was haben wir da noch? Reden wir über Minefield. Na, das brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, hier, nein, das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Verkaufen Sie irgendwelche speziellen Ich Gegenstände? habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Naja, Mädchen, ich könnte ja deine Schnauze verwenden. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Was darf's denn sein? Ja, ich hoffe, was Schönes, Mädchen. Lederrüstung. Warte ein bisschen. Haben wir den... Lass mich raten. Den Helm habe ich schon verkauft, gell? Naja, aber irgendwie... Ich meine, gut, er kostet ja nur 6 Kronkorken. Was hat sie denn noch? Nee. Laubbläser. Naja, gut. Die hat doch bestimmt ein Etablissement hier laufen, ne? Laubbläser, Staubsauger. Entschuldigung. Was könnte ich hier... Oh. Also, Mädchen, du wirst mir ja immer sympathischer, nicht? Gut. Rad dabei, Rad X, den Psychologen. Luftgewehr. Brauch nicht. Mini-Atombombe weg. Jetzt schaue ich nur gerade, warte, ein bisschen Jagdflinte. Weg. Jetzt schaue ich nur gerade, was ich ja noch andrehen könnte. Tun wir das weg und das können wir dann später noch arbeiten in puncto Leveln. Hast du noch irgendwas? 10 mm vielleicht? Wäre cool. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Akzeptieren. Gute Jagd! Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Naja, dann.
Wenn das so ist, mein Schätzeleinchensens. Hm. Reparieren. Äh, 237. Also jetzt wirst du mir unsympathisch, Mädchen. Fertig. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Na, was läuft denn so? Ein bisschen Geduld. Das liegt doch hoffentlich nicht daran, dass es dort spuken soll. Es besteht nicht der geringste Anlass dazu, diesen Ort zu meiden. Gespenster gibt es nicht, aber Landminen schon. Die sind realer als real. Und genau deshalb müssen wir sie erforschen. Gut, ja, ich verschwinde schon. Ich muss los. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Danke, Meisterin. Na, die Alte wird mich sicher umbringen. Gut. Wo haben wir Minefield? Wo ist das? Was haben wir jetzt gerade an? Ich möchte am liebsten... Wo ist denn dieser gepanzerte... Hier. Wie schaut unser Charakter jetzt eigentlich aus? Der muss ja aussehen wie Kraut und Rübe. Naja. Den Schönheitswettbewerb wird er sicher nicht gewinnen. Na, ist der eine draufgekommen, dass die Dings nicht mehr funktioniert, ha? Die Atombombe, weil man nichts mehr hört. Schrecklich. Ach so. Ich habe ein Problem. Ja, ich muss dann auch die Batterien tauschen vom Dingenskirchen, ne? Hä? Könnten Sie mir helfen? Ich brauche Wasser. Aufbereitetes Wasser. Bitte. Hier nehmen Sie dieses entkeimte Wasser. Sie meinen, Sie wollen nichts dafür? Ich habe keine Kronkorken, gar nichts. Ich kann es einfach so haben? Gratis? Ich bestehe darauf. Wieso? Wie? Einfach so? Gratis? Nix da. Na, weißt was? Wasser. Wertvolles Wasser. Danke. Sie sind ein Engel. Na klar, ich bin ein Engel. Ein Blaubarschbube, ja. Das bin ich. Gut, ja. Wir laufen mal in eine Richtung. Wo ist jetzt eigentlich dieses Minefield? Das ist jetzt aber nicht ihr Scheiß Ernst. Egal. Wir brauchen Erfahrungspunkte und ein bisschen was zum Sammeln. Milchflasche. Nö, braucht man nicht. Und vor allem, ich möchte ja noch am Dings weiterarbeiten. An der Sprache des Jungen. Da lässt sich doch was sicher Elegantes finden. Nicht wahr? Captain Cosmos. Da gibt's ja in Fallout 4 eine Mod, gell? Das war die Schule, oder? Ich glaube, das war die Schule.
Was wir aber noch brauchen, ist Redaway. Genau, wir müssen ja noch diese eine Prüfung oder diese eine Sache auch noch machen, wo wir uns dann... Ach so. Und jetzt habe ich die Bombe aber schon entschärft. Jetzt ist ja das mit der Bombe eigentlich auch hinfällig, oder? Na, ist egal, wenn wir es nicht machen, machen wir es halt nicht. Auch kein Problem. Hä? Cool. Ach so. Irgendwo steht uns ja noch das Duell mit den Todeskrallen im Bett oder so. Keine Ahnung. Naja. Das wird auch komisch. Mhm. Naja. Wir können ja die Pistole mal wegpacken. Mhm. Dann tut der Arm beim Masturbieren nicht so weh, weißt? Mhm. Da ist irgendwo was. Aha. Ja, ich muss das alles mal auf die, wie heißt's? Auf die Favoritentaste legen. Mhm. Herzallerliebstes Hündchen. Ja, wie gesagt, ein bisschen möchte ich jetzt noch spazieren, bevor wir uns auf Moriarty einlassen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man ihn mal ein bisschen herausfordert in puncto Sprache. Ah. Hier ist ja nix. Hier ist ein Gebäudchen. Und ich habe glaubt, ich habe die reparieren lassen. Dem ist nicht so. Na toll. Ich bin so... Nein, 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 Kenny, du... Es ist immer das Gleiche. Ich nehme was vor und dann mache ich es erst wieder anders. Ah! Das ist dieses komische kleine Dorf da mit den Jugendlichen und den Mutanten. Das machen wir später. Auf das habe ich jetzt noch keinen Bock. Ich will mich jetzt noch nicht mit Supermutanten auseinandersetzen. Nö, 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 habe ich gesagt. Nö! Mhm. Ja, Fallschirmspringen ist mein Hobby. Mhm. Man fängt ja schon früh an, ha? Heilige Bar Mitzwa. Level erhöht. Jetzt überlege ich nur gerade. Nee. Oder wollen wir das auch machen?
Weißt du was, ich dreh das mal voll rauf. Ich ätz das mal volle Kanne rein, Alter. Nee, jetzt da. Was haben wir hier? Schleichen und Dietrich. Weitere 10%. Special-Attribut hinzufügen. Ladykiller, das können wir später noch machen. Nahkampfwaffen und Sprengstoff, das können wir später machen. 5 Punkte für Wissenschaft und Medizin. Waffenfreak. Kleine Waffen und reparieren. Erhalten Sie bei jeder Erhöhung Ihres Levels 3 weitere Fertigkeitenpunkte. Diese sollte am Ende umso möglich effektiv... Nehmen wir. Die nehmen wir gleich wie dummes Bier. Jetzt probieren wir das aber mal aus. Kurzen Augenblick. Passend dazu, kleine Waffe plus 5. Hier steht ein Bus, Baby. Naja. Na lässig erst. Ach du meine Güte. Ah. Hier schauen wir uns mal um. Au. Oh. Au! Du räudige... Was gibt's denn hier alles? Kommode. Braucht man nicht? Braucht man nicht. Braucht man nicht. Ich suche eigentlich einen Briefkasten. Vielleicht finden wir ja irgendwo Bücher. Nichts. Steht leer, aber er schaut trotzdem rein. Hä? So ein Anus. Und ich dachte mir gerade, was ist das? Was ist das jetzt für ein Blödsinn? Warte ein bisschen. Haben wir irgendwas... Nee, haben wir nicht dabei. Na, du sollst auf den Kopf gehen, du Anus. Hier. Nein. Na. Oh! Oh! Ah! Warte mal, ich sollte mal speichern, gell?
Hier war ja nichts mehr, oder? Nee. Wo ist dieses Minenfeld? Dort hinten oben irgendwo. Aber warte mal, hat der vielleicht Dings dabei? Aha. Was ist eigentlich dort drüben? Sieht aerodynamisch aus, die Frisur, ha? Wow. Ach, Mädchen. Schlagen. Ja, ja. Verdammt! Scha. Mir gefällt der Ausdruck verkrüppelt so. Kronkorken. Naja. Nehmen wir eine mit, die können wir dann später verkaufen. Polizeiknüppel, Beinstachelrüstung können wir auch verkaufen. Gleich mal. Gibt's hier nicht auch den Kannibalen? Weil irgendwie, ich weiß nicht, was ich gerade falsch mache. Irgendwas passt momentan nicht. Ich weiß aber nicht, was es ist. Neun, 12. Irgendwas übersehe ich schon wieder mal. Aber das ist immer so bei mir, mein Gott. Ist ja nichts Neues. Und auch nichts Altes, gell? Hä? Okay. Oh, das war knapp. Oh, was ist da unten? Verfault da unten eine Fault? Eine Vault? Oder gibt es hier wieder irgendwelche Dinge, die ich noch nicht sehen darf? Naja. Ist aber ganz schön, ist aber ganz schön weiter Weg nach Minenfeld. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf die zweite Staffel Fallout.
Warte ein bisschen, können wir? Da brauche ich eine zweite, die wird ziemlich bald kaputt werden. Okay. Dort ist Minenfeld. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, wir fangen mal da oben an. Ich glaube, mit dieser Mission sind wir in der nächsten Aufnahme auch noch etwas beschäftigt. Wo ist, da gibt es ja eine Mission. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo diese spielt. Ist die hier in Fallout 3? Ist die in Fallout 3 oder Fallout New Vegas? Ja! Ah. Leer. Dietrich Level 50. Danke, Spiel. Du Arschloch. Ja. Sorry, den Ausdruck. Ich hab's eh schon mal erwähnt. Mir gefällt der Ausdruck verkrüppelt. Okay, gut. Hä? Leer. Laubbläser. Oh! Kenny. Na gut, meine Grafik ist heute nicht gar besonders. Weißt du was? Bevor ich jetzt hier drauf gehe. Oh. Schießt hier irgendwer auf mich? Das hört sich immer so an. Da oben. Okay. Ja, aber wie du siehst, habe ich nichts dabei.
du kannst mich nicht gesehen haben, du Trottel. Ich merk's, dass ich gerade nicht mehr gut ausgeruht bin. Wo ist der? Der versteckt sich da hinter dem Pfeiler. Auch so ein... So, bitte, und jetzt trifft doch. Schlüssel des Ridgefield-Tors. Okay. Wir werden erst mal schauen, dass wir uns irgendwo mal ausrasten. Hier können wir uns ausruhen. Nuka-Cola. Wieso zeigt mir das Spiel Vorsicht an? Hat das eine Bewandtnis? Okay. Hat ein bisschen. Der hatte da sicher oben noch was. Bingo. Okay, hier werden wir uns ausrasten. Ja, ja. Warte ein bisschen. Jetzt möchte ich was anderes schauen. Wie viel habe ich, Dietrich? Viel zu wenig wahrscheinlich, gell? Boah. Siebzehn. Das ist viel zu wenig. Egal. Hau dich mal hin, Meister. Mach mal 12 Stunden. Okay. Ich mache das eigentlich nur ungern, aber ich, ja, warte ein bisschen, müssen wir es so machen. Ja, ich schließe die Batterie gleich wieder an, ich drücke jetzt auf Pause und dann geht's weiter. So, Dale. Weiter geht's. Wir müssen noch immer durch Minefield, durchs Minenfeld.
Toll, Kenny. Du bist so gut heute wieder. Ehrlich. Da macht's überall. Boom. Okay, Maske. Naja. Die kann man glatt verkaufen. Saints Haus? Oh, ich glaube, der hat ins Gras gebissen. Nö, alle Zähne hat er noch. Naja. Mal schauen, vielleicht finden wir hier was uns weiterbringen könnte. 9 Kronkorken, was ist das hier? Nix. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Büchlein zu lesen? Nö. Pfeile. Ah. Nehmen wir beides mit, sehr schön. Hier hinauf, hier hinauf. Nee, Spielzeugauto. Ja, wieder ein Buch, schön. Lesen. Waffenlos, naja gut. Ist zwar nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe, aber mein Gott. Brauchen wir alles nicht. Ach Gott, ich hab nichts. Na, müssen wir uns weil mit dieser hier zufrieden geben. Du. Hallo. Du. Bewegung +1. Aha. Ja, die können wir nicht verkaufen in permanent. Warte ein bisschen. 1 Stunde wenigstens. Hast du irgendwas dabei? Nee, außer einen breiten Grinser hast du nichts dabei. Gut. Ah, da war ja nur die Tasse drin, genau. Wow. Ja, jetzt habe ich wieder geschwitzt. Aus allen Poren und Löchern. Dreck! Also ich gehe hier sicher noch drauf, das weiß ich jetzt schon.
Puh. Ähm. Durstig ist er so viel momentan. Okay. Benson. Waschbecken, das ist ja auch radioaktiv, gell? Na, egal. Warte ein bisschen, jetzt möchte ich was schauen. Aha. Okay, das ist der Grund. Psycho- und Medics-Entzug, okay, müssen wir uns merken. Vault, Serviceanzug, Reparaturen, Dietrich plus 5, ja, das nutzt man auch nicht viel. Kleidung, Nahkampfwaffen plus 5. Weil es lässig ausschaut, wegen mehr nicht. Und... Wow. Dann können wir eigentlich diese eine Waffe hier reparieren, wenn es geht. Warte ein bisschen, wo haben wir die? Lunchbox. Lunchbox. Beweglichkeit plus 1. Was ist hier drinnen? Baseball. Baseballhandschuh brauchen wir alles nicht. Washington und innere Medizin. Medizin um 1 erhöht, schön. Negligé, aha. Oh. Sprache plus 5. Nein. Nein. Ach du meine Güte. Naja, so sieht Jason Verhoes auch aus, gell? Naja. Oder so könnte er aussehen. Gut. Naja, allerdings, das könnte man später alles brauchen. Warte ein bisschen, das können wir ja reparieren. Sprache plus 5. Das gefällt mir sehr gut. Nahkampfwaffen. Hallo. Okay. Ah, hier ist ein Koffer. Oh, der ist leer. Dampfanzeige. Sensormodul. Aber weißt was? Das würde Kohle bringen. Das bringt auch Kohle. Nö. 14. Müssen wir da weiter runter.
Der ist leer. So, ich speichere hier nochmal. Glück gehabt. Gibsons Haus. ...22, die können wir auch verkaufen. Bringt auch ein bisschen Kohle. Dietrich 100. Ob ich mir das merke bis später? Glaube ich nicht. Die moderne Zuhaltung. Irgendwas mit Schlüssel. Dietrich um 1 erhöht. Sehr schön. Auch ein sehr zweideutiger Ausdruck. Die moderne Zuhaltung. Mhm. Nudeln. Gleich wie meine Nudel. Mhm. Die hängt auch nur den ganzen Tag dumm rum. Warte mal, kann man diese Sherry Bomb essen auch oder nicht? Für was ist die überhaupt? Keine Ahnung. Naja. Klein, fein, mein. So. Ach, schön. Braucht man nicht. Ich habe da gerade einen Safe gesehen. Allerdings, der wird für uns noch ein bisschen zu groß sein. 25, schön. Maddox, Vorkriegsbuch. Ja. Sind wir hier auch fertig. Okay. Das war ja zu erwarten. Ja, aber irgendwas fehlt uns ja noch. Oder war es das jetzt hier schon? Für was habe ich diesen Schlüssel mitgenommen? Hm. Keine Ahnung. Sonstiges. Hier müsste irgendwo ein Schlüssel herumliegen. Richfield Tors. Hä? Bin ich schon wieder mal an einem Tor vorbeigelaufen? Hä? Das kann ja alles gar nicht sein. Irgendwo kamen wir noch nicht rein. Gillianhaus. Gibson.
Ja, aber wir waren ja schon überall drin, oder täusche ich mich jetzt? Benson? Da waren wir gewiss auch schon drinnen. Keine Ahnung. Egal. Sane House, da waren wir schon drinnen. Na gut, ich hätte gesagt, wir machen uns wieder auf den Weg in Richtung Moira. Und werden diese Mission abgeben, genau. BZW. Darauf schauen wir. Ich werde diesen Tag sicher bereuen, wo ich gesagt habe, wir gehen dort hinauf. Wie schaut es jetzt eigentlich mit unserem Ruf aus? Ich meine, mir wäre es eh wurscht, aber... Ja, die 2 Entzüge müssen wir wegbringen. Wüstenranger, na bitte. Aber ich habe schon wieder die Vermutung, ich laufe schon wieder irgendwo rein. Schrottplatz. Bedeutet für mich entweder Raider oder Supermutanten. Oder sonstigen Kack. Leere Whiskyflasche. Dog Meat. Lässig. Aha. Was ist los? Keiner, hast du dein Härchen verloren? Halt die Klappe, du Trottel. Weißt du, du bist der erste Hund, der nicht versucht, mich aufzufressen. Bist ein nettes Kerlchen. Gute Zähne, starke Klauen. Du bist ein richtiger Kampfhund, was? Ein frühes Härchen, bist ein nettes Kerlchen. Was sagst du dazu? Na bitte. Ah. Kann man ihn streicheln? Guter Junge.
Super, wir haben Dogmeat. Toll! Yippie! Er wird die Bereicherung meines Lebens sein. Was ich jetzt aber will, ist... Ah, da ist er. Ich hoffe, dieser hier ist besser programmiert als der letzte. Gut, ab zu Moira. Wird wohl besser sein, wir schauen, dass wir uns irgendwo hinlegen können. Was? Ach du Scheiße, das ist ja... Das ist ja ein ganz ein schönes Stück weg, gell? Organisationszwischenbereich kann man hier nicht. Was tue ich in Greyditch? Bitte die Weltkarte. Okay, der Spielplatz fehlt mir noch. Ja, weißt du was, da können wir aber gleich in Minefield übernachten. Ach, ist der süß. Jetzt muss ich mich nach dem Kompass richten, weil sonst überall... Ah, hier ist der Spielplatz, oder? Ja. Ja, schön. Und? Jetzt bin ich da. Naja. Megaton. Bitteschön, Meister. Ja. Ja. Dogmeat. Beiß ihm in die Eier. Guten Abend. Christi. Christi Mausel oder sonstiges. Na, das wird lustig. Ich weiß, ich vergesse immer, wo die Wohnung ist, die wir uns hier gemietet haben. Maggie? Gehört das Ihnen? Nö. Ich suche mein kleines... Ja, ich werde mir das nie... Ich habe mir das so... Ich merke mir das... Ich werde mir das nie merken. Hier vielleicht. Nee, Moriarty's Saloon. Ah, du bist ein Begleiter, glaube ich. Jericho, ja, du bist ein Begleiter. Haus der Gemeinschaft. Ah, du kannst aber trotzdem wieder aufstehen, du faules Stück. So. Ja, ich finde unser Gebäude nicht mehr.
Weißt du, jetzt ist Megaton eh nicht so groß, aber mein Hirn reicht ja nicht einmal mehr für das. Ich bitte euch, meine Freunde, trinkt und betet mit mir. Megaton Klinik. Irgendwann mal werde ich eine Aufnahme machen, wo ich 2 Stunden nur hier herumirre. Mhm. Lukas Sims Haus. Oder ist das hier gewesen? Mein Megaton-Haus, schön. Nein, wir legen uns zuerst hin. Machen wir mal. Ja, 13 Stunden. Aus dem Weg, Hund! Da. Aha. Aber ein bisschen kann man ihm nicht sagen, dass er hier bleiben soll. Oder soll man... Na, weißt du was, nimm man mit. Sehr gut. Buah. Alter, was habe ich mir denn da für eine keuchende Sex-Hotline mitgenommen? Ja, bist du Moped. Muss ich nur schauen. Krater Supply, glaube ich, hieß das. Moriarty. Hier ist es. Nein! 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 Raus hier. Da gehen wir später rein. Badezimmer. Hier, bitteschön. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Na, was läuft denn so? Bitteschön. Meine eigene Landmine. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Nun ja, zumindest seit ich Sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon. Wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Und wie ist es, eine Landmine zu entschärfen? Entschärfen ist ganz einfach. Hüpfen Sie einfach mal drauf. Sie fangen an. Denken Sie etwa, ich bin von gestern? Ich bin zwar ein bisschen impulsiv, aber noch lange kein Idiot. Ich werde mir das einfach einmal selbst ansehen. Ich weiß, Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen, aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet. Aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Aha, 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 aha. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es um Strahlung, richtig? Ja, es geht um Strahlung. Ich weiß einiges aus Büchern, habe aber noch kein lebendes Beispiel vor mir gehabt. Jedenfalls nicht lang genug.
Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Ja. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Rad sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Rad verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. 200. Bist du deppert? Okay, das werden wir machen. Schauen wir mal, was wir im Angebot haben. Was darf's denn sein? Ja, ja, na. Jetzt schauen wir mal, was wir ihr alles andrehen können. Getönte Lesebrille. Das kannst haben, Mädchen. Das kannst haben. Das. Nee, Sprache plus 5. Feilschen plus 5. Das sollte ich anziehen das nächste Mal, wenn ich zu ihr komme. Bupp. Naja, du wirst auch nicht mehr schlauer. Elektrischer Leiter. Keine Ahnung. Naja, ich brauche was von ihr auch. Ist ja egal, wie ich es drehe und wende. Wenn sie was hat, was mich interessiert. Kampfhelm, Kampfrüstung. Naja. Motorradhelm. Mentats. Nee. Was kann ich hier noch geben? Im Prinzip. Eigentlich nichts mehr. Gute Jagd. Ich muss los. Bis bald. Kurzer Blick. Wir müssen mal zum Arzt. Ja. Danke, Fallout, du hast mich wieder erinnert, dass ich dich spiele. Charisma. Wir müssen mal in die Klinik. Die war ja hier herunten irgendwo. So. Ich bin Doc Church, Inhaber dieser Klinik. Bevor Sie mich um Hilfe bitten, sollten Sie die Regeln kennen. Regel Nummer 1: Stören Sie mich nicht. Wenn Sie mich stören, empfehle ich Ihnen, fast tot zu sein. Ich habe schon genug Arbeit mit den Leuten, die ich mag. Befolgen Sie meine Regeln. Dann nähe ich Sie auch wieder zu. Wenn Sie außerdem auch immer brav zahlen, sollten wir gut miteinander auskommen. Ich glaube, ich bin von irgendwas abhängig. Ich kann mich für eine bestimmte Summe darum kümmern. Das macht dann 50 Kronkorken. Vielleicht hält Sie das unerwartete Loch in der Kasse künftig davon ab, solche Dummheiten zu machen. Ja. Okay. Ich habe hier etwas von diesem vorkriegszeitlichen Zeug.
Es sollte Ihren Körper gründlich durchspülen. Du sollst es mir geben und nicht dir. Naja. Schön. Das müsste reichen. Darf sonst noch etwas sein? Das ist alles. Na gut dann. Alles Gute noch da draußen. Ja, danke, Meister. Na toll, und jetzt kann ich mich verstrahlen lassen, wie Sau. Ach, ich bin so ein Affe. Ich hätte es ja wissen müssen. Er ist gleich unnötig wie der andere. Naja. Warte ein bisschen. Ich probiere jetzt was aus. Fertigkeiten, Kleidung. Wollen wir es mal, ha? Ich möchte das probieren. Jeder von uns wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. Ich bitte euch, meine Freunde, denkt und betet mit mir. Ruhmreicher Atom, ich gebe dir diese kläglichen Küchen. Ich übergebe deinen Willen diesen zerbrechlichen Körper. Ich bitte dich, benutze mich als Wirt, führe mich zu deinem Platz, heile jedes Teil und bringe dich zum verrotteten Fleisch und Erlösung. Überführe die zerbrechliche Form dieses kurzlebigen Körpers in ein neues Leben, geschmiedet durch Leuchten. Komme zu uns, Aha. Atom. Warte ein bisschen. Beschenke deinen unwürdigen... Und weil ich ja ganz so harter Sau bin, mach mal. Kampfrüstung, okay. Okay, also das mit dem Anzug funktioniert ja relativ gut. Das könnte man dann später brauchen, gell? Jetzt schaue ich mal hierher. Ja, noch geht's dem Kleinen ja blendend. Wir bleiben dir treu bis zum So. Tag der Spaltung, bis zu deiner Rückkehr in diese Diesmal gibt erbärmliche es Welt. keinen Ausweg. Siehe! Er kommt Leute, und jetzt auch unseren Ruhm erringen. Jedes Wort Atom, mit Donner berühren. Lass die Männer, Frauen und Kinder ehrlich und macht des Atoms zu erfahren. Lass die Gebieten an dem letzten Ort des Atoms verleben. Kommt durch das Zeug, der die Kriegswaffen nimmt, der das Symbol für Ruhm sein. Die letzte Erinnerung an Verhandlungen und an das prächtige... Sie haben sich eine Strahlenvergiftung zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf oder nehmen Sie einen Redaway ein, um Ihre Strahlenbelastung zu verringern. Sie können sich im Voraus das Medikament der Strahl. Ja. Scheißegal, ich lasse euch wieder alleine. Spaltung. Körpers gebären. Ja, ich erlöse euch ja schon. Nur keine Panik. Den Scheißdreck kann ich mir auch nicht lange anhören, ehrlich. Da ist die Klinik. Moira, du kleine schöne Frau. Ich bitte euch, meine Freunde. Der Moriarty. Amory. Wieso ist das verschlossen? Hier gäbe es sicher toll Waffen. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Nee, Alter, reiß dich zusammen. Dann kommen wir auch gut aus. Oder ein bisschen. Feilschen. Nee, ich wollte was anderes machen. Feilschen. Sprache +5, das wollte ich machen. Och, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig?
Ich bin so verstrahlt, wie es geht, ohne ein Loch in den Boden zu brennen. Ich finde das gerade nicht toll. Sie wissen schon, wie lächerlich diese Bitte ist, oder? Ich bin so verstrahlt. Das kann ich sehen. Sie glühen ja geradezu. Haben Sie jetzt ein bisschen Geduld und versuchen Sie stillzuhalten. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Charisma. Ach, mir geht's gut. Hust. Einfach super. Hust. Gar kein Problem. Schnief. Ach, Sie armer Mensch. Und dabei auch noch so tapfer. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Außerdem dient es einem guten Zweck. Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem hausgemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Ja. Okay, etwas Brahmin-Milch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Nun, Sie leben. Das ist definitiv gut. Nur leider gab es da eine Nebenwirkung, eine klitzekleine Mutation. Die scheint aber harmlos zu sein. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinander gebracht habe, wie ein Kätzchen ein Wollknäuel. Moiras Experiment hatte unerwartete Nebenwirkungen. Ihre verkrüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst, wenn sie stark verstrahlt sind. Das ist natürlich schön. Ist unser erstes Kapitel damit abgeschlossen? Das erste Kapitel ist zweifelsohne beendet. Und wenn wir den Stil einiger Ihrer Berichte beibehalten, wird das ein ungeheuer erfolgreiches Buch. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stimpaks gesammelt. Sie werden sie natürlich eventuell brauchen. 2 Kapitel liegen noch vor uns. Ja, wir können etwas brauchen. Das 2. Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Mirelurks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Maulwurfsratten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Ja, weiß nicht, ob dieses Chemiezeug sicher ist. Ja, ich werde es probieren. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Aha. 7 Maulwurfsratten. Ausprobieren. Darf ich eine Frage stellen? Weißt was? Mach mal. Bis dann. Ach, ich mag sie ja irgendwie, weißt du, sie ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen durchgeknallt. Aber warte ein bisschen. Ich kann's kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Ja, ich habe einfach, ich will da, tolle Wurst. Ja, ich muss so Ach, probieren. das ist ganz harmlos. Es besteht aus organischen Zutaten. Naja, es wirkt sich auf die Organe aus. Also ist es organisch, nicht wahr? Auf jeden Fall ist es vollkommen ungefährlich. Ich wollte eigentlich was kaufen. Ist es sogar in das Essen von Jericho gefallen. Und er hat überhaupt nichts gemerkt. Ich muss los. Viel Spaß da draußen, okay? Ja, danke Mädchen. Ich mag sie ja wirklich nicht. Okay, weißt was? Mit unserer Mutation geht's nun weiter. In Richtung Kanalisation. Wir werden das Ganze jetzt mal testen. Wir brauchen Erfahrungspunkte und Level und Dingensbums und Bumpspings und Dingstanks. Warte ein bisschen, ich habe eine Idee. Ja, die wird sicher nichts haben, was wir brauchen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Feilschen. Siehe,
Hey, was kann ich für Sie tun? Was sagt die Speisekarte? Hier, sehen Sie mal. Ach, wenn nur alle so freundlich wären. Wilde Fruchtbunga. Auga, aga, uga. Ich bin eher auf der Suche nach dem hier. Mhm. Ja. Passt. Viel Spaß. Ja, danke. Ich bin hier nur für den Fall. Das ist aber süß. Das ist aber süß von dir. Wenn du da bist, wenn ich dich nicht brauche. Na bitte, stattlich, stattlich, der junge Mann. Eine Statur wie Edenholz. Was? Wo ist denn diese Analysation? Wir müssen ja dringend Dinge analysieren. Mhm. Für unsere durchgeknallte kleine Freundin. Abwehrstick. Jagdflinte. Sturmgewehr. Okay, passt. Na, ich nehme trotzdem zuerst die hier. Wir könnten uns ja diesen Stick, was sie da uns gegeben hat, den könnten wir ja dabei hierher geben. Genau. Das ist jetzt aber ein schlechter Scherz, oder? Also die Frau ist ja wirklich... Naja, aber irgendwie liebenswürdig. Ich weiß nicht. Die hat was. Die hat was, was ich mag. Du sollst auf den Kopf gehen. So, runter in die analysierende Analysation. Aber das Kapitel mit den Mirelurks wird lustig. Ah, das ist das Super-Duper-Mat, gell? Ja. Boah, ich kann mich an so viel gerade nicht mehr erinnern. Na gut, ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Hier runter. Omas Sparkel, das hört sich ja eher Wilhelmswarf. Okay. Na, so etwas. Ein Umherziehender hier draußen in Rock Creek. Sie müssen eine sehr wichtige Aufgabe haben, wenn Sie hier draußen herumirren.
Es geht mich zwar nichts an, aber wenn Sie Zeit haben und an einem Tauschhandel interessiert sind, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Jupp. Wir brauchen ständig Kugeln. Es sind fast 100 Kugeln nötig, um einen Quai zu töten. Mein was? Okay. Ich frag nicht mehr. Hundefleisch. Das ist aber ein schlechter Scherz, oder? Ich dachte mir, naja. Weißt was, ich will da mal nicht so sein. Das bricht uns auch kein Bein. Was machen Sie so weit draußen? Meine Jungs jagen Lurks. Die haben das beste Fleisch, das man kriegen kann. Es bringt den Magen nicht so durcheinander wie Maulwurfsrattenfleisch. Ganz schön gefährlich, diese Dinger. Die reißen ihnen den Kopf ab, sobald sie sehen. Seien Sie hier draußen vorsichtig. Die sind einfach überall. Schrecklich. Wir werden uns alle bald wiedersehen. Ja, natürlich. Spätestens dann, wenn ich dich töten werde und ausraube. Nein, tun wir natürlich nicht. Anchorage War Memorial. Aber wie gesagt, ein bisschen müssen wir noch leveln. Ha, ha, ha. Was ist hier? Anchorage Memorial Anlage. Oh je. Ich speichere hier lieber nochmal. Ich habe so ein dummes Gefühl. Kronkorkenmine. Ich habe irgendwie gerade ein ungutes Gefühl in der Magengrube. Gleisnägel. Ich meine, mich bringt ja nicht so schnell. Wer bist du? Dogmeat, okay. Ach du meine Güte. Ich glaube, da brauchen wir ein anderes Kaliber an Waffe. Aber, naja, wie es siehst. Dogmeat, du bist ein bisschen im Weg. Nehmen wir mit. Okay. Komm mit, Kleiner. Wow. Dogmeat.
Komm schon, mein Kleiner. Boah, 75. Das bringt Kohle. Mal ein bisschen. Ah, schon besser. Hä? Na, dann lass uns mal ein bisschen tiefer hinein. Ted? Oh. Notiz für Ted. Mal schauen, wo sich das befindet. Hilfe da, ne? Daten, Notizen. Die Mirelocks sind aus dem Lager ausgebrochen und haben in der gesamten Anlage ein Riesenchaos verursacht. Price sagt, dass diese Viecher mit jedem Tag gerissener werden. Er meint, ich bin paranoid, aber ich habe echt das Gefühl, dass uns hier irgendjemand sabotiert. Wir haben so viele zusätzliche Hilfskräfte eingestellt, dass ich nicht mehr weiß, wem ich trauen kann. Es sieht nicht besonders gut für uns aus. Ich schätze, hier komme ich nicht lebend raus. Jedenfalls will ich, dass du unseren Anteil kriegst. Ich habe ihn ganz gut versteckt, nur für den Fall, dass so etwas passieren sollte. Ich will auf keinen Fall, dass einer dieser verdammten Idioten drüber stolpert. Deswegen habe ich es etwas komplizierter gemacht. Aber du schaffst das locker. Fang bei meinem Terminal an. Einfach anmelden und den Anweisungen folgen. Falls du das Kennwort vergessen hast, setz dich mal mit einer Nuka-Cola hin und geh in dich. Du weißt schon, was ich meine, hä? Wenn dieses Fleisch nicht so gefragt wäre, hätte ich diesen Nasenrommel gleich von Anfang an hinter mir gelassen. Die Habgier ist mit mir durchgegangen, Ted. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Wo ist sein Terminal? Altmetall. Wusste gar nicht, dass es hier eine Quest gibt. Geil. Die können wir reparieren jetzt. Voll geil. Kleidung. Scheißen. Und Wissenschaft habe ich genau nix. 18. Weißt du was? Ich werde es mir irgendwann mal notieren. Ich will da jetzt aber trotzdem durch. Vielleicht gibt es ja doch ein bisschen an Loot, den wir nehmen können. Ja, Lederrüstung, warum nicht? Könnten wir aber trotzdem verkaufen. Basketball. Schauen wir mal hier weiter. Wird verkauft. Ledergürtel.
Kronkorken. Leere Spritze, brauchen wir alles nicht. Oh, ich bin schon wieder überladen. Ach, schön. Weißt du was? Jetzt fangen wir mal an ins Reparieren und ins Wegwerfen. Mhm. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Medizin um 1 erhöht. Schön. Ähm... 15. Ich hau die weg. Bitte was? 10? So. Müssen wir uns jetzt halt überlegen, was wir mitnehmen und was nicht. Ob das gut geht, das weiß ich nicht. Nahkampfwaffen, kleine Waffen 2. Sprache plus 5, Lederrüstung, Kampfrüstung. Dann brauchen wir aber die Lederrüstung nicht. Die wiegt 15. Bist du deppert? Okay, ja, dann müssen wir später nochmal runterkommen. Ja. Hund. Ach du Scheiße. Na, sorry, jetzt hat er mich ein bisschen... Naja. Jetzt hat's mir doch glatt die Rosette verzogen, als ich den Kleinen sah. Hund, tu das nie wieder, sonst verarbeite ich dich zu Hundefleisch. Hier waren wir aber schon, oder? Ja, ich glaube, das ist der Eingangsbereich. Schauen wir hier nochmal rein. Weil ich habe so die dumpfe Vermutung, wir werden in der nächsten Aufnahme hier weitermachen. Aha. Befehle des Söldners Redaway. Oh oh. 50. Okay, ich glaube, diese Mission kommt später.
So, wo ist er? Guter Junge. Du steckst mehr ein als dein Zwilling 15 Jahre später. Serviceeingang. Okay, da müssen wir reinschauen. Was war hier? Büros. Lagerraum. Holy Camole. Ja, hier waren wir schon. Gut. Hund! Noch so ein Grund, warum ich den Hund eigentlich nicht mitnehmen will. Aber... naja. Mein Herz für Hunde. Und ja, ich habe ein riesiges Herz für Hunde. Hm? Wow, 44er Magnum. Jetzt heißt es die halt nur finden, gell? Aha. Aha, der Hund will aufs Klo. Hier ist ja einiges schief gegangen. Na gut. Ah. Ach, bist du hässlich. Hm. Shit, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel des Guten. Ich hau mit dem Abwehrstick drauf. Ha, ha, ha. Aber wenn ich jetzt die Splittergranate nehme, töte ich den Jungen. Naja. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber dieser Dogmeat ist widerstandsfähiger als der 15 Jahre später. Na toll, und jetzt habe ich alles an Munition rausgehauen. Naja, egal.
Wenigstens haben wir hier noch ein bisschen was drinnen. Also ich weiß nur eins, wenn ich jetzt noch weiterspiele, bin ich noch 3 Stunden beschäftigt. Okay, da gibt es eine Mission drinnen, das muss ich mir aber dringend aufschreiben. Hä? Also dieser Dogmeat ist ein Überhund, gell? Bisschen zumindest. Ich komm schon, Hund. Ja, ich hab alles. Ich hab alles und nichts mehr. Ja, ich habe leider das Problem, dass mich diese Missionen mit der Moira nicht weiterbringen. Sie sind zwar alles recht gut und schön, aber wie du siehst, naja. Ja, wie du siehst, bringen diese Missionen leider nichts. Ja, sie bringen ein paar Erfahrungspunkte, aber das war's dann auch. Boah. Weißt du was, ich habe eine Idee. Entschuldigung, dass das Ganze jetzt hier ein bisschen überdrüber wird, aber es nutzt ja nichts. Naja.
Und was? Dort unten ist die Kanalisation wahrscheinlich, die sie gemeint hat. Aber wie gesagt, das bringt uns momentan nicht viel. Siehst du, es ist alles weg. Alles verbraucht. Na, schauen wir mal. Lauwarm. Au. Au. Ja. Da ist ja was. Ich hab's ja doch gesehen und gehört. Und jetzt so einen Trottel auch noch. So. Beschuss! Komm, lad dich auf, Depperter. Bitte lass das funktionieren. In Deckung! Oh. Ja, das nützt uns alles noch nichts. Plasmamine. Nehmen wir mit. Okay, jetzt müssen wir uns was überlegen, was wir weghauen. Ja, warte ein bisschen. Ne, lass mal hier. Ja, okay. Wir werden uns jetzt da irgendwo mal zurückziehen. Lauwarmer Abwasserkanal, das finde ich erst geil. Okay, beim nächsten Mal. Gehen wir. Beim nächsten Mal machen wir die Kanalisation unsicher. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du hattest jetzt ein bisschen einen Spaß hier in dieser Geschichte und verzeihst mir die Viertelstunde mehr. Baba derweil. Remember every word you said, but you never called me back. Each time that I tap my heart, clapping like a car. Love goes in.